Mal sehen, was heute alles erntereif ist. Die Schalotten müssten eigentlich längst die richtige Größe für den Verkauf haben. Nicole Krüger hat sich auf dem Grundstück ihrer Urgroßeltern einen lang gehegten Traum erfüllt. Die eigene Veggie Ranch. Bei Winkelheide im Nürnberger Land baut sie dort allerhand an. Auf rund einem Hektar wachsen Kohl, Karotten, Tomaten, Kohlrabi, Mangold, Zucchini, Gurken, Knoblauch und so weiter. Eben alles, was gerade saisonal gut gedeiht. In der Hochsaison ist Nick Krüger jeden Tag hier vor Ort. Also ich stecke hier all meine Zeit, alles, was ich habe an Energie, stecke ich in dieses Stück Land. Und ich begreife das nicht als Arbeit, sondern ich begreife es als Aufgabe. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Herangehensweise. Obst und Gemüse direkt vor Ort kaufen. Ohne lange Transportwege, ohne künstliche Düngung. Nachhaltig und handgemacht soll alles sein. Das ist die Idee der Veggie Ranch. Immer montags und donnerstags öffnet Nick Krüger ihren Feldmarktstand. Die meisten Kunden kommen inzwischen regelmäßig. So wie Familie Gradl. Wer will, kann sich seinen Einkauf direkt auf dem Feld selbst zusammenstellen. Was darf es sein heute? Was hast du denn schöne? Also ich habe die verschiedenen Kohlsorten. Dann habe ich den schwarzen Palmkohl. Mangold habe ich hier frisch heute auch. Kann ich jetzt schon ernten. Ein bisschen was vom Stangensellerie. Genau. Fenchel ist da, Schalotten sind da. Gerne ein bisschen Grünkohl. Ja, den roten oder den grünen? Gerne gemischt. Einkaufen in freier Natur. Dort, wo die Lebensmittel tatsächlich wachsen. Franzi Gradl tut dies aus Überzeugung. Ich weiß, dass es frisch ist, dass es keinen langen Transportweg hat und dass es Bio-Qualität hat und lecker schmeckt. Seit 2022 gibt es die Winkelheider Veggie Ranch. Nick Krüger hat inzwischen einen festen Kundenstamm. Ja, so sieht der aus. Qualität ist absolut spitze. Ich weiß, dass das ganz frisch geerntet ist und weil ich auch manchmal mit aufs Feld darf und da genau sagen, das möchte ich bitte und das möchte ich bitte. Weil das total toll ist, weil das regional ist, weil wir mit dem Fahrrad hierher kommen von Schwarzenbruck aus. Für Nick Krüger ist der Gemüsehof ein beruflicher Neuanfang. Viele Jahre hatte sie zuvor im Radio und Fernsehen moderiert, war von Veranstaltung zu Veranstaltung gereist. Bewegte Zeiten, meist fern der fränkischen Heimat, in Berlin. Mit Ende 30 dann der Umschwung. Die Mittelfränkin will etwas Nachhaltiges, Klimafreundliches machen, ihre Liebe zur Natur auch beruflich verwirklichen. Also es war auf jeden Fall ein Prozess, ein Abnabelungsprozess von meinem eigentlichen Beruf, der aber schon viel früher begonnen hat, bevor ich dann wirklich entschieden habe, dass ich eben dieses Projekt hier starte. Und es ist mir am Ende doch leicht gefallen, weil es macht halt einen Unterschied, ob man Pflanzen beim Wachsen zusieht und dieses Werden und Vergehen sieht oder ob man den ganzen Tag auf den Bildschirm schaut. Natürlich ist beim Radioarbeiten und beim Fernsehen arbeiten ganz toll, weil es halt super abwechslungsreich ist, aber das ist es hier auch. Hallo! Seltener Besuch auf der Veggie Ranch. Nicks Großeltern sind da, 88 und 95 Jahre alt. Geht's euch gut? Gut, weil wir dich haben. Wir sind so stolz auf dich. Das kann man gar keinen sagen. Wirklich, wenn jemand sowas macht, das ist für mich stolz. Doch, da könnte ich gleich weinen vor Freude. Marga und Michael Ringel hatten auf der heutigen Veggie Ranch einst selbst Kartoffeln und Getreide angebaut. Dass die Enkelin in diese Fußstapfen tritt, sei eine große Freude. Die sind mit der Natur aufgewachsen. Als klein auf sind die Kinder aufgewachsen. Und das bringt was. Die sind daheim liebevoll, haben die im Garten, in unserem Garten, rumlaufen können. Die haben sich aus dem Gartenbeet eine gelbe Rübe rauszupfen dürfen, abputzt und dann gegessen. Nick bewirtschaftet das Areal überwiegend als Ein-Frau-Betrieb. Unterstützung bekommt sie unter anderem von 6 fleißigen Laufenten. Die fressen ordentlich alle Schnecken weg. Auch Mutter Petra Krüger packt regelmäßig mit an. Heute müssen die Tomaten geerntet werden. Hier gibt es schon einiges zu tun. Ne? Die Tiere versorgen, die Enten versorgen und ja, Äpfel ernten, Birnen ernten, nachher, wenn die Birnen soweit sind. Und ja, es macht Spaß und es ist ja auch notwendig und es ist eine sinnvolle Aufgabe. Und immer eine Freude für mich, wenn ich mithelfen kann. Nick Krüger ist entschlossen, ihren naturverbundenen Weg daheim in Franken genau so weiterzugehen.